So, guten Morgen. Ich richte mich noch schnell ein. Ich hoffe, ihr habt euch schon etwas Leckeres geholt. Ich habe mir mal wieder einen Kakao gemacht. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Ah, so. Okay, so funktioniert es. Hey, schön seid ihr da. Also ich weiß nicht, wer da ist, aber wer auch immer da ist, schön. Bist du, seid ihr da? Ich fange mal mit diesem Text an, den habe ich vor einigen Jahren geschrieben. Bin noch nicht ganz wach. Ich lese ihn mal schnell vor, weil meiner Ansicht nach beschreibt das ziemlich gut, wie das so ist, wenn man ADHS hat. Ich habe gelernt, mich anzupassen und werde dadurch weniger abgelehnt. Aber zum Preis, dass ich meine wahren Gefühle, Gedanken und auch Ängste versuche zu kontrollieren. Das erfordert enorm viel Kraft. Das habe ich geschrieben, nachdem ich einen Burnout hatte, weil ich so in Retroperspektive beschreiben wollte, wie das so ist. Dass es halt extrem anstrengend ist, in dieser Welt so zu existieren, weil man sich immer anpassen muss. Also ich glaube, auch auch neurotypische Menschen müssen sich anpassen. Aber ich weiß halt nicht, wie das ist. Für diese Person, für mich ist es jedenfalls sehr anstrengend und ich bin schon nach einem normalen Tag sehr müde. Genau, mein Leben mit ADHS. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt jederzeit fragen. Mal zum Inhalt. Also ich gebe zuerst eine Übersicht. Wie läuft das ab im Gehirn? Was sind so die Merkmale oder Symptome? Und die positiven Seiten darf man auch erwähnen, gibt es auch. Dann im Alltag, wie lebt sich so? Und für Betroffene und Angehörige und Beziehungen. Persönlicher Umgang, weiß nicht, ob ich da noch was geschrieben habe. Glaube ich, wurde nicht ganz fertig, aber wir können ja dann schauen. Ja, ADHS heißt Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und es ist ein relativ breites Spektrum, weil es viele Symptome umfasst. Also es gibt Menschen, die haben das leicht und es gibt Menschen, die haben das stark. Es gibt 3 Typen, vorwiegend hyperaktiv-impulsive Typ, vorwiegend unaufmerksam verträumter Typ und der Mischtyp. Der hyperaktiv-impulsive Typ sind meistens Typen, also Männer, männlich sozialisierte Personen. Vorwiegend unaufmerksam verträumt sind vorwiegend weiblich sozialisierte Personen. Genau, einfach wichtig finde ich, dass es eben ein breites Spektrum ist. Es gibt Menschen, die haben ADHS, die können fast nicht leben, weil sie so viele Nebenerkrankungen auch haben. Wenn du halt noch Angststörungen hast und dann nicht aus dem Haus willst. Oder eher können, ja. Dann schränkt das Leben sehr stark ein, wie wenn du eine Person bist, die sehr motiviert ist und einen super Job hat und tolle Freunde. Mir geht's auch gut, ich bin einfach ein bisschen müde. Dazu kann ich dann ja gern noch etwas erzählen, wieso ich müde bin. So. Dann, wie läuft das ab im Gehirn? Also grundsätzlich eben, es ist eine Störung vom Gleichgewicht der Neurotransmitter. Es herrscht ein Mangel an Neurotransmitter, das heißt, die verschiedenen Impulse können nicht richtig im Gehirn verarbeitet werden. Oder es wird auf jeden Fall anders verarbeitet. Das Gehirn ist überaktiv. Wie ihr hier seht in dem Bild, zu viel oder zu wenig Reiz ist auch oft das Problem. Also so die Überreizung habe ich zum Beispiel oft. Und zu wenig Reiz ist, wenn mich etwas langweilt, dann schalte ich ab und gehe woanders hin gedanklich.
Genau, und das bewirkt, dass die Regulierung von Aufmerksamkeit und Verhalten erschwert ist. Ja, ich habe es, glaube ich, falsch gesagt. Das ohne ADHS ist aktiver, das mit ADHS ist, aber ich habe gelesen, in gewissen Regionen ist es aktiver als ein normales Gehirn, so in der kreativen und emotionalen Gegend. Da müsste ich nochmals nachschauen. So, dann mache ich mal weiter. Also DSM-5, das ist so eine psychiatrische Diagnostikskala. Nicht Skala, einfach so stellt man Diagnosen. Und das sind so wie die Merkmale oder Symptome von ADHS laut diesem Diagnoseverfahren. Und das wäre mal Unaufmerksamkeit, Vergesslichkeit. Ich probiere das noch ein bisschen zu beschreiben. Also Unaufmerksamkeit heißt zum Beispiel, man schweift ab. Wenn jetzt jemand mit mir redet und ich sehe irgendwie, sagen wir mal, nein, es muss nicht mal sehen sein. Die Person sagt ein Wort und ich assoziiere dieses Wort mit etwas anderem. Zum Beispiel die Person erzählt, sie war im Urlaub und ist dahin geflogen. Und ich habe jetzt zum Beispiel, Fliegen ist bei mir etwas Angstauslösendes. Und dann denke ich, oh nein, Fliegen, das macht mir Angst. Und dann denke ich an meine Angst, oder? Und dann höre ich hier nicht mehr zu. Ich hoffe, ihr habt euch schon einen Kaffee geholt. Hier mit der Star Trek-Tasse. Ich freue mich, dass hier so viele Leute sind. Das ist schön. Dass ihr euch dafür interessiert. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Dann zur Vergesslichkeit. Das kann beispielsweise sein, das habe ich zum Glück nicht mehr so, aber dass ich Termine vergesse. Ich bin einfach irgendwie mit mir so beschäftigt, dass ich das halt vergesse. Oder, das ist eher so, Kurzzeitgedächtnis. Wenn Raffi zum Beispiel sagt, kannst du noch schnell den Müll rausbringen? Und ich mache dann irgendwas, ich bin da irgendwie am Computer zum Beispiel, dann habe ich das noch 5 Minuten vergessen. Und dann kommt er irgendwie nach einer Stunde, oh, hast du jetzt den Müll rausgetan? Das passiert sehr oft. Dann zur Desorganisation. Das kann innerlich und äußerlich sein. Bei mir ist es jetzt mehr innerlich. Also, dass ich zum Beispiel sehr Mühe habe, mich im Studium zu organisieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein neues Modul habe, ein neues Fach habe und dann, scheiße, dann muss ich all das organisieren, oder? Wo bekomme ich diese Blätter her? Wo bekomme ich die Files, die ich brauche? Und dann das ist für mich extrem viel Stress. Muss ich irgendwie einen Ordner machen auf meinem Laptop. Und dann muss ich da alles zuerst mal ordnen im Kopf. Ja, das ist auch sehr anstrengend. Auch dann genau wissen, oh, wo habe ich jetzt was abgelegt. Das habe ich vor allem mit dem Steuern. Weil zum Beispiel der Lohnausweis und so, das kommt ja nicht alles am gleichen Tag. Und dann lege ich das irgendwo hin und dann weiß ich nicht mehr, oh, wo habe ich das jetzt hingelegt. Hyperaktivität, das habe ich auch eher innerlich. Also, dass mein Gehirn nicht aufhört zu denken. Das ist mega anstrengend. So das Overthinking. Dann Impulsivität. Das habe ich jetzt weniger. Aber das wäre beispielsweise, wenn man jetzt irgendwie shoppen geht und dann denkt man, boah, ich gönne mir jetzt das und dann gibt man mega viel Geld aus. Oder man wird schnell wütend und aggressiv. Das ist auch impulsiv. Nur Double gesagt hat, dann hat er schon die erste Faust in der Fresse gehabt. Das ist ganz einfach und das hat sich mit den Jahren weiterentwickelt. Das ist bei mir weniger. Ungeduld, also ja, das kennt ihr sicher von kleinen Kindern, die wollen da nicht warten, bis sie da ihren
ihren Lollipop bekommen, die wollen den sofort. Ja, die schreien dann an der Kasse, ich will diesen Lollipop. Ja, das kenne ich halt auch. Dass man dann halt zum Beispiel, wenn man jetzt jemandem schreibt, dass man dann am liebsten sofort eine Antwort hätte, weil man sich dann irgendwie 100 Gedanken macht. Das mit dem unruhigen Gehirn kann ich dir ein Hörbuch empfehlen, das mir massiv geholfen hat. Oh ja, sehr gerne. Ich bin sehr erfreut über solche Sachen. Wie ist es beim Studium mit der Organisation, dass du den Stress mehr vermeidest und Dinge nicht machst oder nicht so gut machst, wie du könntest? Oder ist es so, dass du dich sehr anstrengst mit der Organisation, aber es einfach nicht besser klappt? Also ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, ist zu akzeptieren, dass ich die Dinge auf den letzten Drücker mache. Ich habe lange gedacht, ja, ich bin halt faul und ich mache es erst am Schluss, weil ich faul bin. Aber ich brauche diesen Druck, um motiviert zu sein. Ja, und seit ich akzeptiert habe, okay, ich mache meine Sachen halt auf den letzten Drücker. So bin ich halt und dann akzeptiere ich auch, dass es vielleicht nicht so gut rauskommt, wie ich es gerne hätte. Ja, so lebe ich eigentlich recht gut. Und wegen der Organisation, ich bemühe mich, dass ich gleich zu Beginn, wenn wir ein neues Fach haben, alles aufschreibe. Also zum Beispiel an diesem Tag haben wir die Prüfung, an diesem Tag muss ich meine Arbeit abgeben, dass ich das schon alles in den Kalender einknalle. Und dann mit Erinnerung, zum Beispiel 2 Wochen bevor ich das abgeben muss, dass ich dann eine Erinnerung bekomme. Und ich mache es dann wirklich so, dass ich mir schon mal im Voraus anschaue, okay, was muss ich da machen bei dieser Aufgabe? Zum Beispiel reflektiere irgendwie über die sozialen Strukturen in deinem Unternehmen oder was auch immer. Und dann habe ich wie schon Zeit, bevor ich anfange, darüber nachzudenken. Und dann mache ich es irgendwie am letzten Tag, dann schreibe ich all meine Gedanken auf, die ich in diesen Wochen hatte. Das hilft mir am meisten. Eckhart Tolle jetzt. Okay, danke schön. Ich schaue schnell, wo ich das aufschreiben kann. So, merci. Aber du machst sie und dann klappen sie auch, okay. Ja. Ich muss schnell überlegen. Also, mein erstes Studium, da bin ich rausgeflogen. Und da habe ich auch die Sachen gemacht, aber sie waren halt ungenügend. Ja, aber ich mache jetzt nicht viel mehr. Ich habe einfach ein weniger schweres Studium. Ich glaube, vielleicht muss ich das wie akzeptieren, dass ich halt ein Mensch bin, der nicht so viel investiert, wenn mich das Thema nicht interessiert. Wenn es mich interessiert, dann bin ich Feuer und Flamme. Aber man kann halt nicht alles interessant finden in einem Studium. So, inneres Getriebensein. Ich habe übrigens meine Medis nicht genommen heute. Falls ihr euch fragt. Das innere Getriebensein ist so diese Unruhe. Das kennt ihr vielleicht von anderen Leuten oder von euch selbst. Dass wenn man mal hinhockt oder diese Personen mal hinhocken, die können nicht sitzen, die müssen dann irgendwie was mit den Händen, die fassen dann irgendwas an. Die spielen irgendwie an ihrer Tasse rum. Ja, das ist so diese Unruhe, diese innere Unruhe. Und dann übermäßiges Reden. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich das mega habe. Aber es müssen ja auch nicht alle Sachen zutreffen oder 100%ig zutreffen. Ja, das sind halt so Menschen, die nicht aufhören zu reden und die sich auch überhaupt nicht spüren. Also denen du dann sagen kannst, hey, kannst du mal ein bisschen leiser sein oder kannst du mal schnell ruhig sein, und die können dann das schwer. Ich kenne bei Legasthenie bei mir es
so, dass es oft sehr frustrierend ist, bis ich motiviert und diszipliniert bin, investiere ich 120%, aber es reicht trotzdem nur für ein Durchschnittsergebnis oder so. Ah, das tut mir leid. Also es ist schon auch so, dass ich zum Beispiel mehr lernen muss als andere, habe ich das Gefühl. Ich muss schnell überlegen. Weil mein jetziges Studium ist nicht mehr so schwer wie das andere. Das andere, da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich mega viel investiert habe und es hat trotzdem nicht gereicht. Vielleicht kommt es auch mega drauf an, welches Niveau und habt ihr jetzt gerade keine Tipps. Aber ich denke, das kann man auch ein bisschen herausfinden, wie viel kann man wo investieren und was lohnt sich wie sehr. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du da einen guten Weg findest. Zu dem komme ich nachher noch, aber ich habe zum Beispiel auch einen Leistungsausgleich. Also, dass ich zum Beispiel mehr Zeit habe bei Prüfungen. So, dann mal zum Alltag. Genau, das Gedankenkreisen, das führt bei mir auch zu Schlafproblemen. Darum bin ich unter anderem müde. Ich schaffe es eigentlich nie, zum sofort einzuschlafen. Ich habe immer noch so 20 Minuten, wo ich so über mein Leben nachdenke, über alles, was passiert in der Welt. So voll übertrieben. Oder dann fällt mir irgendwie ein, oh, du hättest ja nach dieser Person schreiben sollen. Oder, oh, du hast dich schon lange nicht mehr bei deiner Mutter gemeldet. Und dann kommen irgendwie so Sachen und ich denke mir so, ey, ich will doch jetzt schlafen, nerv mich nicht. Man darf halt sich nicht vergessen, ADHS ist sehr individuell, man muss sich da selbst hacken lernen. Ja, eben, es ist sehr individuell. Und darum ist es auch schwer, ein Rezept zu geben. Ich habe mir das Buch Lernen mit ADHS gekauft, aber das hat mir irgendwie nichts gebracht. Also ich glaube, 1, 2 Tipps habe ich schon rausgenommen, aber die meisten Tipps waren wie nicht für mich. Ja, das ist eben schwierig, wenn es so ein breites Spektrum ist. Meinst du, es kommt auch auf die Affinität zum Studium an, also zum Fachbereich meine ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies auch einen Einfluss hat. Ja, auf jeden Fall. Also wenn mich etwas interessiert, dann kann ich da Stunden investieren und es macht mir Spaß und ja. Also beispielsweise, wir haben das Fach Sozialer Wandel und da interessiert mich jetzt nicht alles, was wir hatten, aber zum Beispiel den Abschnitt über den Kapitalismus fand ich sehr spannend und da war ich dann wie Feuer und Flamme, als wir das hatten dann an einem Nachmittag und dann habe ich sehr viel dazu gesagt. Aber bei anderen Themen, da ging es irgendwie um den Papst. Das hat mich nicht so interessiert und da habe ich mich dann aber auch überhaupt nicht gemeldet im Unterricht. Ich glaube, das muss man ein bisschen akzeptieren, dass man nicht überall gleich engagiert ist. Auch als neurotypische Person ist das ja so. Bitter ist halt, in der Frühzeit des Menschen waren ADHSler sehr wichtig für das Überleben des Stammes. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Weil wir ja so viele Reize aufnehmen zum Beispiel. Oder auch wenn zum Beispiel in Notsituationen, dann sind wir sehr fähig und sehr Adrenalin geladen und können da wirklich auch über uns hinauswachsen. Wir müssten eigentlich irgendwie so Notfallärzte oder Sanitäter oder so, irgend sowas sein. Dann zur Reizüberflutung. Also ich merke es schnell zum Beispiel, auf dem Campus ist es mir viel zu laut. Wenn Pause ist, dann kann ich mich nicht erholen. Wenn ich da zu den Leuten gehe, die reden mir viel zu laut.
Da bleibe ich lieber im Unterrichtszimmer und habe meine Ruhe. Ja, zu hell ist es mir auch schnell zum Beispiel und dann verkrampfe ich mich hier bei der Stirn und dann kann ich auch wieder nicht einschlafen. Und Planung ist wirklich alles. Also ich muss alles in den Kalender tun. Auch wenn ich lerne zum Beispiel. Gut, jetzt nicht alles. Also Haare waschen und so muss ich nicht in den Kalender tun. Aber ebenso so Sachen, die ich vergessen könnte, wie Lernen oder ich müsste mal wieder einen Termin machen beim Friseur oder solche Sachen muss ich eben auch in den Kalender tun, weil sonst vergesse ich das, weil es ja halt einfach verloren geht im Alltag. Jupp, wegen den Notfalleigenschaften brauchst du halt heute den Druck, wenn was passieren muss. Ja, genau, ich glaube, das hat auch einen großen Zusammenhang. Darum eben, ich mache alles auf den letzten Drücker und bis jetzt ging das jetzt gut in diesem Studium. Also, vielleicht, wenn ich dann mal später noch weiter studiere, dann müsste es wirklich ein Nischenbereich sein, den ich absolut interessant finde. Also kein allgemeines Studium, sondern wirklich ein spezifisches Thema. Dann die Stimmungsschwankungen. Ich habe das Gefühl, das ist bei mir das Hauptproblem oder die Hauptmerkmal. Das kann sein, dass ich zum Beispiel am Morgen aufstehe und alles ist gut und dann passiert etwas und die ganze Welt ist böse. Und das wirkt sich dann halt auch auf meine Motivation aus. Ich kann mich dann halt auch nicht verstellen. Wenn es mir schlecht geht, dann kann ich nicht so tun, als würde es mir gut gehen. Das wäre wie zu anstrengend. Jo, und schnell gelangweilt, wenn der Unterricht langweilig ist oder wenn ich warten muss, dann finde ich das ja schnell langweilig. Verzerrte Zeitwahrnehmung. Also das habe ich oft am Morgen. Dann denke ich, oh, ich habe noch 20 Minuten, bis ich los muss. Ich fange jetzt noch schnell an, das Bad zu putzen. Ich weiß auch nicht, wie ich dann manchmal auf so Ideen komme. Aber dann sehe ich da, ich könnte mal wieder das Bad putzen. Komm, ich mache das jetzt noch schnell. Und natürlich geht das dann länger als 20 Minuten. Und dann muss ich ihn drin abbrechen und so, oh nein, ich muss jetzt los. Ja. Aber ich finde das auch nicht so schlimm, wenn man damit umgehen kann. Aber manchmal verpasse ich dann halt den Bus und dann ist das eben doof. Das mit dem Kalender kenne ich, weil sonst ist es aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, absolut. Manchmal stelle ich auch irgendwie zu mich daran erinnern, zum Beispiel ein Arzttermin. Wir haben so ein Pinboard, so ein Pinboard, wo man Sachen hinpinnen kann. Dann mache ich dort die Arzttermine hin oder wenn ich mal irgendwas neu kaufen muss, dann mache ich das kaputte Ding, also irgendwie eine Tasse oder so, dann mache ich die kaputte Tasse irgendwo hin, dass ich sehe, oh, ich muss noch eine Tasse kaufen. Ja, weil wirklich aus den Augen, aus dem Sinn, das ist wirklich schlimm. Ein halb geputztes Bad ist besser als gar nicht anzufangen, ja. Ja, eben, das denke ich mir dann halt auch. So, Raffi findet es dann meistens lustig, weil er sieht das dann halt so. Und ja, dann gibt es schon so Standardsprüche unter uns, so, aha, so, hast du am Morgen wieder schnell raus müssen. Also, was mir oft passiert ist zum Beispiel, ich habe mir einen Kaffee gemacht. So ein Kaffee to go, oder? So in einer To-Go-Tasse. Und weil ich dann irgendwie abgelenkt wurde, habe ich dann einfach vergessen, diesen Kaffee mitzunehmen. Und dann steht da einfach dieser Kaffee to go.
so auf dem Küchentisch und dann schickt mir Raffi ein Bild so, aha, du hast wieder was vergessen. Aber wir finden es lustig. Also ich denke, Humor ist da sicher auch hilfreich, dass man nicht gemein ist zu sich selber, sondern man es mit Humor nimmt. Was Ordentliches gut geholfen hat. Gamify your life, dass man sich wirklich Quests macht. Mache die immer auf Post-its und die XP gibt's, wenn man die danach schreddert. Ah ja, das ist eine richtig gute Idee. Ja, das mache ich manchmal auch, aber ich mache es mehr so wie eine Challenge. So zum Beispiel, wie schnell kannst du das Bad putzen? Oder so. Und dann motiviert es mich auch besser. Oder dass ich irgendwas nebenher höre, wenn ich jetzt das Bad putze, irgendwie ein Podcast. Ja, dass ich mich wie halt dazu motiviere auf verschiedene Weisen. Dann mal zu den positiven Seiten. Es gibt natürlich auch positive Seiten zu ADHS. Also das ist jetzt bei mir so, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Aber ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn. Und der ist meistens sehr positiv, der Gerechtigkeitssinn. Eben vielen Dank nochmal, Spooky, sehr lieb von dir. Den Gerechtigkeitssinn ist bei mir so, dass beispielsweise, wenn ich jetzt sehe, dass ein Pärchen sich reitet im Zug, dass ich dann sehr fest das Verlangen habe, boah, ich muss jetzt da eingreifen und mich jetzt für die gute Seite einsetzen. Oder das irgendwie schlichten oder so. Oder wenn ich sonst merke, jemand wird ungerecht behandelt, dann muss ich, es fällt mir extrem schwer zum mich da rausnehmen. Also ich hatte es zum Beispiel mal, dass so ein Typ hat mit seiner Freundin telefoniert und die hat dann Schluss gemacht und er war dann so, jo, die übertreibt. Und dann habe ich halt so gefragt, ja, wieso, was ist denn passiert? Wieso hat sie Schluss gemacht? Man macht ja nicht einfach so Schluss, weil man jetzt gerade Lust hat. Und dann hat er mir halt erzählt, ja, er sei einfach gegangen, ohne ihr Tschüss zu sagen und das mache er öfters. Und dann habe ich so gesagt, ja, das ist schon nicht so vertrauenswürdig, wenn du einfach abhaust. Ja. Und genau, das kann eben manchmal auch ein bisschen grenzüberschreitend sein. Dann der Hyperfokus. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich Videospiele spiele, dass ich dann alles rundum vergesse. Dass dann zum Beispiel Raffi mit mir reden kann und ich vergesse, was er gesagt hat. Oder wenn ich gerade irgendein Video schaue oder einen Artikel lese und er ist mega spannend, dass ich dann wirklich alles vergesse rundherum. Nein! Okay, ich habe gedacht, es läuft weiter. Und ich dann nur noch ich und dieser Artikel oder nur noch ich und dieses Spiel existieren. Das kann sehr krass sein. Ist aber meistens sehr schön. Aber wenn man das jetzt über mehrere Stunden macht, ist es auch sehr anstrengend. Weil man vergisst zu trinken, man vergisst auf die Toilette zu gehen. Und dann irgendwann merkt man so, oh Scheiße. Ich habe meine Bedürfnisse voll vernachlässigt. Dupdidu, dupdidu, dupdidu. Das hatte ich leider schon länger nicht mehr. Aber im Dezember habe ich meine Arbeit abgegeben. Und da war ich voll engagiert. Und da hatte ich oft Hyperfoki, wie auch immer. Dann der Ideenreichtum. Also, das ist dann meistens so, dass man 1000 Ideen hat. Zum Beispiel, ich hatte schon länger vor, mal irgendwie einen Infostream zu machen. Und dann habe ich die Idee, oh,
ich könnte ja über dieses Thema oder über das und dann mache ich mir jeweils zu den Sachen schon 10 weitere Gedanken. Aber es ist dann wie noch gar nicht klar, okay, jetzt sollte ich vielleicht mal beim einem anfangen, sonst fange ich da irgendwie 7 Sachen an in meinem Kopf. Also irgendwie 7 Themen. Aber vielleicht wäre es intelligent, wenn ich einfach mal eins tiefer durchdacht überdenke. Und wenn man aus dem Hyperfokus gerissen wird, ist man erstmal wieder 20 Minuten lost, bis sich wieder reingefuchst hat. Ja, genau. Ja, voll. Also beim Videos schneiden habe ich das manchmal auch, dass ich dann so Videos schneide und dann denke, oh, dieses Video passt noch und das noch und so und so. Ja, also es ist eigentlich schon eine schöne Sache. Ja, die Fantasie und der Ideenreichtum, das ergänzt sich. Einfach die Fantasie ist dann noch ein bisschen konkreter, also dass man Ideen hat und dass ich jetzt diese Ideen dann schon in meinem Kopf mir vorstelle, wie sieht das aus und dann schon ziemlich konkret sein kann. Ehrlichkeit. Also ich zum Beispiel, ich kann nicht lügen, das sieht man mir gleich an. Da werde ich rot und dann sieht man gleich, ja, die lügt. Aber ich habe auch nicht wirklich das Bedürfnis, nicht ehrlich zu sein. Es kommt vielleicht auch darauf an, wenn man jetzt zum Beispiel in einer schwierigen Familie groß wird, in der man oft lügen musste, damit man überlebt, damit man keine Strafen kriegt, dann ist es vielleicht anders. Dann unterhaltsam. Viele meiner ADHS-Freunde sind sehr unterhaltsam. Also die haben dann entweder irgendein Nischenthema, über das sie stundenlang reden können, oder die sind einfach lustige Gesellen. Ich bin zu faul zum Lügen, muss ich mir ja immer merken, dass das nicht auffliegt. Ja, genau, das kommt noch dazu. Wem habe ich jetzt was erzählt? Ich meine, das habe ich nur schon manchmal ich lüge ja nicht, aber ich habe das nur schon manchmal so im Allgemeinen. Hey, wem habe ich jetzt was wieder erzählt? Wer ist jetzt wo wieder auf welchem Stand? Und dann erzähle ich manchmal den Leuten irgendwie 3-mal das Gleiche. Meine Mutter hat das ganz schlimm. Die erzählt mir manchmal 4-mal das Gleiche. Und dann sage ich so, hey Mama, und das hast du mir schon x-mal erzählt. Also bei mir ist das ADHS 100% von meiner Mutter. Genau, das ist auch noch etwas. ADHS ist vererbbar. Es ist nicht 100%ig geklärt, wie es genau funktioniert. Aber was am sichersten ist, dass es vererbbar ist. Also wenn die Eltern ADHS hat, dann hat man, glaube ich, eine 50% Chance, dass man es selber hat. Und dann kommen noch verschiedene Faktoren hinzu, ob man als Kind bereits Stress ausgesetzt war und so weiter, was das Ganze begünstigen kann. Emotionalität und Sensibilität. Das wirkt sich bei mir so aus, dass ich zum Beispiel schnell merke, wenn es jemand nicht gut geht oder wenn ich Stimmungen sehr stark wahrnehme im Unterricht. Und auch, ich zum Beispiel, ich weine sehr schnell, weil wenn mir irgendjemand etwas erzählt, sagen wir mal, jemand erzählt mir, dass seine Großmutter gestorben ist, dann macht mich das sofort traurig. Und ich kann das auch gar nicht abschalten. Dann fange ich manchmal einfach an zu weinen und die Person ist dann irgendwie überfordert, so. Wieso weinst du jetzt? Es ist ja nicht deine Großmutter. Ja, ich merke das. Also ich weiß auch nicht genau wieso. Aber ich stelle mir dann halt wie den Schmerz vor.
und ich kann das gar nicht abstalten. Ich spüre dann den Schmerz irgendwie. Also nicht den diese Person hat, sondern ich stelle mir den Schmerz vor, den die Person hat. Ja, kenne ich. Safe mein Vater, aber der hat keine Diagnose, aber der Bruder schon. Ah ja, meistens ist es ja dann familiär. Ich glaube, meine Geschwister haben alle ADHS. Die einen diagnostiziert und die anderen nicht. Die einen streiten es ab und die anderen nicht. Ja, die guten, überwältigenden Gefühle. Schön, wenn die damaligen Schulkameraden das einfach lustig fanden, einen zum Heulen zu bringen. Oh, tut mir leid, Katka. Ich wurde auch gemobbt in der Schule, weil ich anders war. Das erleben ja auch viele ADHSlerInnen, dass man zu all dem Stress, den man hat, dann noch gemobbt wird. Leider. Ich glaube aber, dass es mittlerweile schon etwas besser ist in den Schulen. Ich kann es jetzt nicht überprüfen, aber das halt wie durch die Sensibilität oder das Wissen der Lehrpersonen, dass man dann schon früher reagieren kann. Die Kinder, das betroffene Kind zu SchulsozialarbeiterInnen schicken oder die Eltern ermutigen, ADHS abzuklären. Ich hatte das Glück, dass meine Mutter sehr, wie sagt man das, sehr belesen war im Thema ADHS. Und sie halt wie bei uns und bei sich selbst gemerkt hat, dass sie das hat. Und sich auch sehr stark dafür eingesetzt hat, dass wir das diagnostiziert bekommen und abklärt bekommen. Und wenn wir wollten, also sie hat uns nie gezwungen, wenn wir wollten, hat sie uns auch geholfen, dass wir Medikamente bekommen. Und bei mir war das zum Beispiel sehr gut, weil ohne die Medikamente war ich halt so sozial ein Störfaktor und die Kinder wollten nicht mit mir befreundet sein, weil ich halt störend war. Und als ich dann die Medis bekam, wurde das besser, weil ich dann angepasster war und nicht mehr so viel aneckte. Und halt auch im Unterricht besser mitmachen konnte. Als ich in der Schule war, gab es sowas wie ADHS nicht, da warst du einfach nur dumm für die Lehre. Ja, genau, früher war das leider so. Meine Mutter hat das auch erzählt. Heute ist es zum Glück besser. Ja, also ich habe jetzt in meinem Studium zum Beispiel auch gelernt, wie geht man mit ADHS-Kindern um. Dass man zum Beispiel mit ihnen spezielle Aufträge macht oder dass man mit ihnen schaut, hey, wie weit bist du gekommen und wie wollen wir das machen, dass man da auch viel mehr in den Austausch kommt. Aber das ist natürlich auch immer eine Ressourcenfrage. Hat die Lehrperson überhaupt so viel Zeit? Wenn dann halt irgendwie 5 ADHS-Kinder hast im Unterricht, dann wird es dann schwer. Dann zur guten Menschenkenntnis. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die gute Menschenkenntnis daher kommt, dass man halt als Kind viel öfter bestraft wurde, von den Eltern oder von MitschülerInnen, und dass man durch das wie gelernt hat, Menschen zu lesen. Also wie zu lernen, okay, diese Menschen behandeln mich eher abwertend und diese Menschen sind eher gut für mich. Also dass man dann wie so schon früh anfängt zu lernen, okay, diese Menschen meinen es gut mit mir, diese Menschen meinen es nicht gut mit mir. Und dass man dann auch schnell ein Gefühl bekommt, okay, diese Person spielt mir etwas vor. Also ich habe das zum Beispiel relativ gut. Und das ist sehr interessant. Zum Beispiel, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs bin und dann schauen wir uns manchmal an und dann denken wir so, ah ja, diese Person, das ist jetzt eher keine gute Person. Dann wissen wir schon an unserem Blick, okay, die vermeiden wir jetzt besser. Also, meine Mutter hat ja auch ADHS. Naja, aber es ist der Job vom
Lehrpersonal auf die Schüler einzugehen. Ja, natürlich. Da sollte man auch genug Ressourcen bekommen. Es ist jetzt gerade ein Thema in der Schweiz, inklusive Schule oder integrative Schule, dass man diese wieder abbauen möchte. Und das ist natürlich für alle Personen, die eine, ja, ich sage jetzt mal allgemein, eine Einschränkung haben, Legasthenie, ADHS, Dyskalkulie, ist es natürlich nicht so gut, wenn weniger Inklusion stattfindet. Weil dann kann es sein, dass man in einer Sonderschule kommt, obwohl man gar nicht dumm ist. Und wenn du halt in einer Sonderschule bist, dann hast du es schon mal schwieriger, eine Lehrstelle zu bekommen und so weiter. Aber das würde jetzt alles streng, wenn wir das jetzt diskutieren. Dann jetzt, wie komme ich klar? Vielleicht hilft das euch auch irgendwie. Also nach dem Aufstehen darf ich nicht sofort ins Social Media gehen. Das ist der Super-GAU. Wenn ich mich schon am Morgen zuballer mit negativen Sachen, das ist überhaupt nicht gut. So, wartet mal ein kurz. Ich habe gerade gedacht, ein bisschen Hintergrundmusik wäre gar nicht so schlecht. Jetzt muss das natürlich sofort sein, hä? Ein bisschen Geklimper. Genau, Morgenroutine ist bei mir absolut wichtig. Also ich muss am Morgen Sport machen, sonst komme ich nicht klar. Also ist jetzt bei mir so. Das bedeutet aber nicht, dass ich da stundenlang Sport mache, sondern einfach irgendwie eine Viertelstunde. Es kann auch nur dehnen sein. Hauptsache, ich mache etwas, wo ich mit meinem Körper in Kontakt komme. Meistens mache ich Yoga oder Kraftsport. Dann brauche ich mindestens einen Abend in der Woche frei, um mich erholen. Also, sollte eigentlich auch ganz normal sein. Und dann alles in den Kalender. Ah, genau, warum ich das noch geschrieben habe mit dem alles ein Abend in der Woche frei. Weil ich die Tendenz habe, dass ich meinen Kalender vollpumpe. Dass ich alles zu plane. Und dann muss ich mir einfach sagen, nein, du darfst nicht deinen ganzen Kalender voll planen. Weil manchmal denke ich, ja, das geht schon noch. Aber dann bin ich dann wieder so lost. So, lese ich mal, was ihr geschrieben habt. Inklusion für den Nachteilsausgleich bei mir war aber auch immer so ein bisschen gut gemeint, aber nicht gut umgesetzt leider. Oh, schade. Ja, ich denke, das kommt auch mega mit der Lehrperson drauf an. Wenn die Lehrperson sich auskennt mit ADHS, dann hast du Glück. Und wenn sie sich nicht auskennt und vielleicht sich schon gar nicht dafür interessiert, dann wird es schwierig. Wenn ich in der 8. Klasse nicht einen Lehrer gehabt hätte, der gemerkt hat, dass ich einfach massiv unterfordert bin und ich aus Langeweile nicht mitgemacht habe, wäre heute nichts aus mir geworden. Herr Balser, bester Lehrer. Ja, danke vielmals diesem Lehrer. Das sind die Guten, oder? Die machen ihren Job gut, die das merken. Weil genau, ADHS heißt ja nicht, dass man überfordert ist, sondern auch, dass man unterfordert ist, wenn es langweilig ist, weil man das Thema vielleicht schon kennt oder ja. Bin auch echt froh, dass ich eine Regelarbeitszeit habe ohne Gleitzeit. Ich muss um 6 Uhr da sein, das hilft mir auch echt sehr gut mit dem Zeitmanagement und man denkt sich nicht, ach komm, kannst noch 15 Minuten schlafen. Ah, ja,
Also dir hilft das jetzt, mich würde es jetzt unter Druck setzen. Weil ich gehe meistens nicht vor 10 Uhr arbeiten. Naja, das ist halt, dass sie nicht wussten, wie sie es umsetzen sollen im Alltag, also habe ich auch mehr Zeit bei Prüfungen und so. Aber wo und wann und wie war das Problem? Ja, am besten spricht man das ab mit der Person selber, weil ich glaube, nicht für jede Person ist das gleich. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel, ich muss den Nachteilsausgleich nicht immer benutzen, aber wenn ich jetzt merke, oh, dieses Thema ist jetzt sehr schwierig für mich, dass ich das dann halt einsetze und dann habe ich mehr Zeit. Dann darf ich früher anfangen. Und das früher anfangen hilft mir, okay, ich habe dann weniger Ablenkung, weil dann bin ich alleine an dieser Prüfung und habe schon mal viel Zeit. Oh ja, das fühle ich sehr. Gerade da das so sehr individuell ist, wird das auch wieder nicht auf einen eingegangen. Ja, genau. Das sollte individuell sein. Die anderen sind fertig und machen Pause und ich muss Arbeit weiterschreiben. Dann geht der Unterricht weiter, meine Pause fällt aus zum Beispiel. Oh ja, das ist zum Beispiel mega blöd. Eben, ich konnte früher anfangen bei der Prüfung, als ich das mal den Nachteilsausgleich benutzt habe. Und das war super, weil ich war dann voll motiviert, um auch vor den anderen fertig zu sein. Und ich war dann auch wirklich die Erste, die die Prüfung abgegeben hatte. Oder ich muss auf dem Flur die Aufgabe fertig schreiben, weil die anderen weiter Unterricht hatten. Oh, das ist ja voll blöd. Am Ende wurde immer ich in meiner Arbeit mehr gestört, als es geholfen hat. Ich hätte die Zeit schon gebraucht, aber wie konzentrierst du dich denn, wenn die anderen Pause haben? Ja, das ist wirklich doof. Weil ich in Deutsch und Mathe nie gute Noten hatte, wurde ich überall in den schlechtesten Kurs gesteckt und hatte den Dummstempel. Aber dass in Bio, Physik, Chemie auf 1 oder 2 stand, wo man ja auch viel Mathe etc. braucht, war ja kein Anzeichen dafür, dass was anderes nicht stimmt. Die haben das gar nicht bedacht irgendwie. Genau, jetzt machen wir hier weiter. To-Dos auf Blatt Papier. Also, ich habe einfach gemerkt, wenn ich meine To-Dos aufschreibe, physisch auf ein Blatt, dass es mir viel mehr hilft, wie wenn ich es am Computer habe. Weil es einfach irgendwie fassbarer ist. Und die To-Do-Liste am Computer, die verschwindet dann auch irgendwie und dann sind da 1000 Tabs und dann muss ich die wieder suchen. Darum ist es für mich besser, wenn ich es physisch aufschreibe. Lieb zu mir sein, das ist sehr wichtig. Dass ich mich nicht verurteile, wenn ich jetzt etwas vergesse. Sondern, ja, dass ich einfach dann lieb bin zu mir und sage, hey, das ist jetzt doof. Und wir schauen, wie wir das nächste Mal besser machen können. Dann so im Alltag allgemein sind für mich von unschätzbarem Wert die Noise-Canceling-Kopfhörer. Also, dass ich weniger Reiz aufnehme. Das kann zum Beispiel sein auf dem Weg zur Arbeit, dass ich dann nicht diese vielen Geräusche höre, sondern einfach beruhigt irgendwas Schönes mir anhören kann. Dann Getränkeflaschen. Wegen den Medis habe ich halt sehr oft Durst. Und ja, da brauche ich eine Getränkeflasche, also. Sonst wird es sehr unangenehm. Und ein Kuscheltier. Das hilft mir auch sehr. Wenn ich am Abend nach Hause komme und ich hatte einen strengen Tag, dann kuschle ich zuerst mal mit meinem Kuscheltierchen. Und dann komme ich runter, dann kann ich mich beruhigen. Und dann weiß ich, okay, ich bin zu Hause, ich bin wieder in meinem Safe Place. Bei meiner Gesellenprüfung war ich 1 Stunde früher fertig als alle anderen, weil ich mir das einfach so durchoptimiert habe, dass das in mein
dass das im Zeitmanagement einen mega Boost gegeben hat und war ja Jahrgangsbester. Wow, mega gut. Was ist Gesellenprüfung? Dann meine Tipps für euch, für die Betroffenen oder für Angehörige. ADHSler müssen ihre eigene Routinen finden, sich selbst organisieren. Also es gibt kein Rezept, wie gesagt. Aber Routinen sind enorm wichtig. Also beispielsweise, dass ihr wisst, am Morgen mache ich das und das und das. Das hilft euch mega, dass ihr euch nicht verzettelt. Oder dass ihr eben, wenn ihr jetzt ein neues Fach habt beim Studium, dass ihr dann sofort schaut, okay, wann habe ich welche Leistungsnachweise zu erbringen und dass ihr die dann sofort einschreibt. Ja, sich einfach ein Organisationssystem aufbauen, das funktioniert. Das kann natürlich auch wechseln, aber dass es im Großen und Ganzen funktioniert. Dann Sport für den Ausgleich. Er muss aber Spaß machen. Also ihr könnt euch jetzt nicht einfach zwingen zum Joggen gehen und ihr hasst Joggen und dann findet ihr alles blöde. Also es muss wirklich Spaß machen. Da könnt ihr auch ausprobieren. Geht ihr mal ins Zumba oder Bogenschießen oder was auch immer. Dann mehrere Hobbys finden, die zuverlässig Spaß machen. Das ist sehr wichtig. Also ich habe zum Beispiel Computerspiele, die machen mir zuverlässig Spaß. Oder in der Natur spazieren ist zuverlässig. Dass ihr wie wisst, oh, wenn es mir heute scheiße geht, dann kann ich dieses Hobby machen und dann geht es mir wieder besser. Das ist auch sehr wichtig für die Regulation. Ich lese nachher eure Sachen. Medis können sehr stabilisieren. Also als ich meinen Burnout hatte, haben mir die Medis geholfen, um da wieder rauszukommen. Also zu mir neue Routinen anzugewöhnen beispielsweise. Oder um dieses Wirrwarr im Kopf ein bisschen zu ordnen. Aber sie sind kein Allheilmittel. Also Medis machen nicht, dass ihr eure Arbeit anfängt. Medis helfen euch nur, dass ihr einen weniger nebligen Kopf habt. Aber anfangen müsst ihr dann trotzdem selber. Dann Therapie. Also ich würde euch das empfehlen, weil da könnt ihr lernen, mit verschiedenen Sachen umzugehen, euch verschiedene Strategien anzueignen auch. Es gibt ja die Verhaltenstherapie, da besprecht ihr ja, wie ihr in gewissen Situationen handelt und dass ihr auch das Verhalten dann ändern könnt oder anpassen könnt. Dann ganz, ganz wichtig, Arbeit finden, die ADHS-freundlich ist. Das kann für jeden auch wieder anders aussehen. Für mich bedeutet das zum Beispiel, dass die meisten Termine nicht vor 10 Uhr sind, weil ich einfach vor 10 Uhr einfach noch nicht bereit bin, bereit für das Leben bin. Oder bei mir bedeutet das auch, dass ich ein cooles Team habe, das nett ist und dass ich abwechslungsreiche Arbeit habe. Durch die Gesellenprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling über die berufliche Handlungsfähigkeit verfügt. Traditionell besteht die Prüfung zum Gesellen im Handwerk aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Der theoretische Teil umfasst eine schriftliche Prüfung der Fachkenntnis und Erkenntnis im Bereich der Wirtschafts- und Sozialkunde. In der praktischen Prüfung wird das Gesellenstück bzw. eine Arbeitsprobe angefertigt. Also wenn du die schaffst, bist du zertifiziert, deinen Beruf auszuüben. Cool. Was hast du für einen Beruf gelernt, Katka? Und würdest du sagen, dass der ADHS-freundlich ist? So, dann noch Folie 2 zu diesem Thema. Nachteilsausgleich hatten wir ja schon bereits, das ist sehr wichtig. Genau, und Self-Care ist verdammt wichtig.
sonst brennt ihr aus. ADHSler brauchen mehr Erholung, weil sie mehr Reize aufnehmen. Genau, seid euch das bewusst. Wir haben ja manchmal so die Angewohnheit, dass wir dann eben noch 100 Sachen erledigen wollen. Genau, und setzt euch für eure Bedürfnisse ein. Also ich zum Beispiel setze mich dafür ein, dass wir keine Meetings vor 9 Uhr haben. Ja, oder andere Sachen, ich weiß auch nicht, sagen wir mal, ja, dass ihr wie eurem Team sagt zum Beispiel, hey, in der Mittagspause hätte ich gerne noch eine Viertelstunde für mich alleine. Nehmt das nicht persönlich, ich brauche das einfach für mich. Und ich denke, wenn man das so proaktiv sagt, dann verstehen das alle. Oder dann nimmt man darauf Rücksicht. Oha, den Satz habe ich gestern gesagt, dass ich manchmal denke, dass ich 3-mal so viel Self-Care brauche als andere, aber das ist nicht, dass ich nicht weiß, woran das liegt. Ja, es kann daran liegen. Also eben, je mehr, wenn man ADHS hat und eine Angststörung zum Beispiel oder noch weitere psychische Erkrankungen, dann braucht man natürlich immer mehr Zeit, um sich zu erholen. Je mehr Diagnosen, sage ich jetzt mal, muss ja nicht alles diagnostiziert sein, aber je mehr psychische Krankheiten, desto schwieriger. Industriemechaniker, Maschinen- und Systemtechnik kommt immer auf die Firma und das Projekt an. Jetzt in der Kameramontage ist es einfach ein Traum, alle Teile passen, weil die Qualitätskontrolle sehr hoch ist. Du kannst easy in den Hyperfokus gehen und kannst das super gamifyen. Die Teamleute sind super höflich und verständnisvoll und die Chefs sind sehr menschlich und zuvorkommend. Oh, schön, Katka, das freut mich sehr. Ja, Schmerzen sind natürlich auch ein Stressfaktor. Dann braucht man mehr Erholung. Genau, ADHS und Beziehungen, das wollte ich noch reinnehmen. Wie finde ich jemand, der mich akzeptiert und gleichzeitig nicht langweilt? Das habe ich in einem Podcast gehört und ich dachte, boah, dieser Satz ist so passend. Ja, weil, ich weiß nicht, bei mir war das jetzt so, ich ging viele Beziehungen nicht ein, weil mich die Personen langweilen, aber dafür ging ich viele toxische Beziehungen ein, weil die halt spannend sind. So dieses Hoch und Runter der Gefühle. Und es ist für mich entsprechend schwierig, langweilige bzw. stabile Beziehungen auszuhalten. Das musste ich lernen. Das war nicht ganz einfach. Durch Therapie konnte ich das lernen, dass langweilige Beziehungen nicht schlecht sind. Und wie kann ich diese langweiligen Beziehungen trotzdem spannend gestalten? Also, ich sage jetzt mal, mit Raffi habe ich eine sichere Bindung, oder? Gibt es ja das Bindungssystem mit unsicherer und sicherer Bindung. Mit Raffi habe ich jetzt eine sichere Bindung. Und da haben wir zum Beispiel sehr viel Humor in unserer Beziehung. Also wir lachen sehr viel und ich würde sagen, durch das wird unsere Beziehung sehr spannend für mich. Und ich nehme auch oft die Rolle der Unterhalterin ein, also dass ich irgendwie irgendeine Geschichte erzähle oder irgendeinen Blödsinn mache und dann lacht er. Und durch das ist eigentlich diese, sagen wir mal, stabile, langweilige Beziehung jetzt eigentlich spannend geworden oder schon von Anfang an spannend gewesen. Das war wirklich ein großes Lernfeld von mir. Ja, sehr anspannend. So, jetzt sind wir bereits bei den Fragen. Ich schau mal, ich habe noch ein paar Fragen per
Instagram bekommen. Also, ich habe 2 Fragen. Die eine Frage ist ADHS bei jedem gleich oder gibt es da verschiedene Varianten, Symptome, Auslöser? ADHS ist nicht bei jedem gleich, nicht bei jeder gleich. Eben, es ist sehr individuell, je nachdem, gehen wir mal da zurück, je nachdem, wie ausgeprägt welche Merkmale sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Maximum bei Unaufmerksamkeit hat, dann wird es einfach sehr schwierig im Alltag klarzukommen. Und wenn man das Maximum bei Impulsivität hat, dann ist man halt mehr so ein sozialer Störfaktor, sage ich mal. Weil die Unaufmerksamkeit, die merkt im schlimmsten Fall niemand, dass du gar nicht zuhörst. Aber wenn du sehr impulsiv bist und überall reinquatschst und irgendwie jeden in die Fresse schlägst, der dich blöd anschaut, dann bist du halt ein sozialer Störfaktor und dann wirst du mehr Probleme haben. Wo im Alltag nervst du dich darüber? Da denkst du vielleicht scheiß ADHS. Da muss ich schnell überlegen. Gehe da wieder zu den Fragen. Ich würde sagen, wenn ich etwas vergesse. Wenn ich etwas vergesse oder wenn ich in Zeitnot komme und denke, ah Mann, scheiße, ich weiß ja, dass ich so bin. Wieso kann ich nicht einfach mal 15 Minuten früher aufstehen oder einfach mal mich nicht ablenken lassen? Ja, da denke ich dann manchmal schon. Oder wenn ich so emotional bin und irgendwie, ich fange manchmal einfach im Zug an zu heulen. Und dann ist mir das mega unangenehm und dann denke ich mir, Mann, wieso muss ich so emotional sein? Können uns auch gern mal im Voice schmeißen und einfach mal Erfahrungen austauschen. Hat mir immer geholfen, wie sich andere gehackt haben, um einfach seine Erfahrungen zu teilen. Man kann sehr oft aus den Erfahrungen von anderen mit ähnlichen Symptomen auf sich selbst adaptieren. Ja, voll. Voll, da kann man sich gut unterstützen. Also ich bin in verschiedenen Selbsthilfegruppen gewesen. Das Problem dabei ist einfach, dass ich dann schnell wieder das Interesse verloren habe, sobald ich das Gefühl hatte, es hilft mir nichts mehr. Aber so im 1:1, ja, sehr gerne. Zu dem ADHS-freundlichen Arbeitsplatz kannst du das nochmals genau ausführen? Kann mir da noch nicht viel darunter vorstellen, wie das aussehen könnte. Muss ich schnell überlegen. Also ich glaube, da ist es wie wichtig, dass du dich auch zu einem gewissen Teil kennst. Dass du zum Beispiel weißt, okay, für mich ist es schwierig, vor 9 Uhr im Büro zu sein. Oder ich hätte gerne eine Arbeitsstelle, wo ich Gleitzeit habe, weil ich dann halt flexibel, ja, mal später, mal früher gehen kann. Und das mehr meinem Leben entspricht. Also ich zum Beispiel, ich kann so viel Homeoffice machen, wie ich will. Und mir hilft das enorm. Und dann habe ich mal eine Woche, wo ich gar nicht im Büro bin, weil es mir vielleicht mega scheiße geht und ich nicht will, dass die anderen das abkriegen. Dann bleibe ich zu Hause und mache halt das, was gerade geht. Jo, das hilft mir jetzt zum Beispiel mega. Oder ich brauche zum Beispiel mindestens einmal in der Woche Homeoffice, weil das für mich einfach viel beruhigender ist, viel weniger Stress. Und ich kann mir dann meinen Tag so ordnen, wie ich möchte. Ich muss dann nicht noch irgendwie Bedürfnisse anderer erfüllen, wenn jemand mit mir quatschen will oder so. Genau, ist mega individuell. Eben bei Katka ist es jetzt so erst so, dass er um Punkt 6 Uhr anfangen kann. Für mich wäre das der Horror. Also es ist wirklich sehr individuell. Aber dass man halt wie sich für seine Bedürfnisse einsetzt und weiß, okay, das hilft mir nicht.
Oder vielleicht auch nur schon, dass du, wenn du merkst, okay, mein Chef muss mir sympathisch sein, also das ist bei mir zum Beispiel sehr wichtig, dass du dann beim Vorstellungsgespräch halt wie auch Fragen stellst, wo du weißt, okay, ein unsympathischer Chef würde diese Frage vielleicht sehr ausweichend beantworten oder ja, zum Beispiel, dass du fragst, ja, es muss natürlich eine unverfängliche Frage sein. Dass du zum Beispiel fragst, wenn jetzt mein Hund oder meine Katze gestorben wäre, könnte ich dann spontan freinehmen? Das wäre jetzt zum Beispiel eine Frage, die fände ich jetzt sehr legitim. Und da siehst du dann auch, wie ist der Chef drauf, ist er verständnisvoll, wenn mal was ist oder nicht. Genau, Selbstbestimmtheit hilft uns allen. Also zum Beispiel mein letzter Chef, der war nicht sehr verständnisvoll und das hat's halt mega schwierig gemacht. Wenn ich dann halt... Ich hatte sehr viel Stress bei der Arbeit und er war nicht verständnisvoll, dass ich mehr Unterstützung brauche. Und da war für mich klar, okay, wenn du das nicht verstehen kannst, dann muss ich halt gehen, weil ich mache mich hier nicht kaputt für dich. Das müsst ihr natürlich auch immer beachten. Macht euch nicht kaputt. Ihr habt nur dieses eine Leben. Schaut auf euch. Ja, findet etwas, das euch Spaß macht. Vielleicht ein Hobby. Wenn eure Arbeit sehr doof ist, dann wenigstens ein super tolles Hobby. Bis ihr vielleicht dann wechseln könnt. Manchmal kann man ja nicht gleich den Beruf wechseln. Aber bis ihr den Beruf wechseln könnt, kompensiert das mit einem super tollen Hobby. Jo! Ich bin jetzt noch ein bisschen hier für weitere Fragen, sonst überlege ich mir mal, ich könnte vielleicht noch ein Video zeigen. Ich schau mal schnell, ich hab da mal noch ein Video gesehen. Es gibt natürlich hunderttausende Videos über ADHS. Ich würde nicht sagen, dass jedes gut ist. Oh, ich habe mal wieder gemerkt, dass ich über das WLAN streame. Also mal schauen, wie stabil das jetzt ist. So, schauen wir mal, ob es irgendein cooles Video hat. Es gibt auch sehr, sehr viele Promis oder berühmte Leute, die ADHS haben. Wenn man halt wie seine Nische findet, sage ich mal, dann kann man dort auch sehr leistungsfähig sein. Aber wenn man das halt erst so mit 30 die Diagnose hat, dann hast du ja 30 Jahre lang das Gefühl, mit dir stimmt irgendwas nicht. Das ist schon krass. Also bei mir muss ich sagen, ist das ADHS erst wieder präsent geworden, als ich mit dem Studium anfing, weil ich so absolut überfordert war. Es waren mir viel zu viele Leute, also wir hatten da irgendwie 100 Leute in einem Saal, das war mir viel zu viel. Dann die Organisation, wie organisiere ich mich? Und meine Erstausbildung ist Informatikerin, das heißt, eigentlich hätte ich kein Problem gehabt mit den IT-Strukturen, aber ich war so überfordert, mit den Ordnern zu suchen und all dem Zeug. Ja, und dann mit den Leuten noch eine Beziehung zu pflegen vom Campus. Und die waren mir nicht alle so sympathisch. Und das waren alles irgendwie Faktoren, ja, die dazu geführt haben, dass ich das Studium abbrechen musste oder rausgeschmissen wurde. Und das war für mich sehr hart, weil ich habe halt wie oft versagt in meinem Leben. Und da habe ich mir dann wieder gedacht, Mann, scheiße, ich bin einfach irgendwie dumm. Und dann eben bin ich dann, also ich hatte dann ein Burnout deswegen auch. Und dann ging ich dann
in Behandlung und musste wie meinen Selbstwert zuerst aufbauen, weil ich so in einem Low war. Ich dachte, ich bin einfach ein schlechter Mensch. Genau, das brauchte ein paar Jahre und jetzt würde ich sagen, bin ich wieder zufrieden mit mir. Sie hat jetzt auch das gesagt, noch was ich meinte, oder dass sie oft für jetzt keine Problemlösung hat, wenn der Plan verworfen wird und dass sie dann festhängt. Ah, ja. Mhm. Ja, das habe ich weiß nicht, ob ich da spontaner bin, aber das habe ich jetzt weniger. Ich habe eben mehr, wenn es jetzt ein Date ist zum Beispiel. Dann bin ich sehr enttäuscht. Vor allem, wenn du kompetente Lehrer hast, die dir einfach so lange einreden, dass du dumm bist, bis du es selbst... Ja, das ist schlimm. Meine Mutter hat mir das erzählt, dass das bei ihr so war, dass ihre Lehrer gesagt haben, ja, du bist dumm, du kannst das nicht und auch irgendwie so typisch Silvia hat wieder eine schlechte Note. Genau. Das habe ich zum Glück nicht so erlebt. Ah, das ist vielleicht doch spannend, das ist mir gerade eingefallen. In der 3. Klasse hatte ich den Sitzplatz beim Aquarium. Und meine Lehrerin war super zufrieden. Ja, die Dunja, die stört nicht mehr. Aber ich habe dann einfach die ganze Zeit in dieses Aquarium gestarrt und habe nicht am Unterricht teilgenommen. Also für die Lehrerin war es positiv, aber für mich war es natürlich nicht gut, weil ich habe dann irgendwie mega viel Stoff verpasst, weil ich da in das Aquarium gestarrt habe. Jo, das sollte natürlich auch nicht die Lösung sein. Burnout hast du als ADHSler sehr, sehr schnell, weil es schwer hast, dass dein Kopf abschaltet oder dich halt kaputt arbeitest, weil du alles im Hyperfokus so hart durchoptimierst, dass du die Grenzen des Gesunden überschreitest. Ja, voll. Ja, voll. Also, das ist schon krass, ja. Und das macht, ich würde sagen, seitdem ich das Burnout hatte, bin ich auch irgendwie viel sensibel auf Stress. Also ich merke beispielsweise viel schneller, dass ich gestresst bin. Das ist das Positive. Aber durch das bin ich auch öfters gestresst. Und ja, muss einfach viel mehr auf meine Bedürfnisse achten, weil es sonst schwierig wird. Deine Mom hatte sicher dasselbe Problem wie ich. Damals gab es kein ADHS, sondern man war dumm oder der Klassenclown. Ja, genau. Voll. Sie hat mir nicht so viel erzählt, aber sie hat mir beispielsweise erzählt, dass sie in ihrer Freizeit haben sie viel Indianer gespielt. Also sie haben irgendwie, als Kinder haben sie irgendwelche Kinder an den Baum gebunden. Also war schon noch witzig, oder? Die haben sich da nicht geplagt. Aber ich denke mir dann so, ja, das ist eigentlich eine super gute Tätigkeit, weil man da halt viele Sachen verbindet, die als ADHS-Person Spaß macht. Also sich bewegen und dann Kreativität und Rollenspiel. Ich sehe das auch auf Arbeit. 15 Kameras am Tag zu bauen ist hart, aber das macht mir keinen Stress. Die 5 Minuten warten, bis der Bus kommt, ist viel... Ob der Bus kommt, ist viel schlimmer, weil das von Dritten abhängt. Ah ja, weil du das wie nicht beeinflussen kannst. Mhm. Voll. Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt bei 1 Stunde 40 Minuten. Ich habe viel geredet. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen, also würde ich sagen, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann ist das gut für heute und ich bin nächste Woche nicht da und übernächste Woche bin ich in Urlaub. Das heißt, wir sehen uns dann wieder, ihr Lieben. Ich danke euch vielmals, dass ihr da wart. Ich wünsche euch alles Liebe und ich hoffe, ihr habt auch schönes Wetter, wie wir hier. Und genießt euren Tag. Und ihr könnt mir natürlich immer schreiben, wenn irgendwas ist, auf Instagram oder auch hier.
Im Twitch kann man ja auch flüstern oder wie auch immer das heißt. Danke vielmals, Katka. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ihr seid jetzt positiv gestärkt für das Wochenende. Und bin sehr allergisch dagegen, wenn man meine Zeit oder die von anderen verschwendet. Ja, wer hat schon gern Zeitverschwendung bei unserer optimierten Gesellschaft? Schön wart ihr da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Und passt auf euch auf.